Du hast eine Schnurre, hat mein Papi amigs zu mir gesagt, als ich so Teenie war. Er hat es dann noch in einem tieferen Berndeutsch gesagt, als er das heute würde sagen. Das ist ein Satz, den habe ich ab und zu gehört, als ich noch jünger war. Und es war nicht ein Satz, der negativ gemeint war. Es ist einfach eine Tatsache, die mein Vater immer mal wieder festgestellt hat und dann so auch ausgesprochen hat. Im Sinne von, du hast eine Schnurre, was du eins wieder erzählst. Und diesen Satz habe ich jetzt auch nicht negativ empfunden. Also das ist wichtig zu sagen. Es war ein Satz, der mir eigentlich geholfen hat. Ich habe das nämlich dann irgendwann als Stärke von mir erkennen und verstehen, okay, ja, ich habe in dem Fall eine Schnurre. Also was kann man dann mit dem alles machen und für was ist das echt dann gut, gell? Und ich habe auch gemerkt, dass das eine Stärke ist. Ganz besonders in der Schule habe ich das gemerkt. Das Schulsystem war jetzt für mich nicht ideal, weil Prüfungen sind immer schriftlich waren. Bis dann die Abschlussprüfung kam, in der Wirtschaftsmittelschule. Und dort hat es auch eine grosse mündliche Abschlussprüfung gegeben. Und wenn ich im Französisch im Vorschlag einen 2,5er hatte, im Zeugnis, hatte ich an der mündlichen Abschlussprüfung im Französischen bis 5er gehabt. Heute weiss immer noch niemand, wie genau das passiert ist. Ich kann es nicht erklären. Genau, es wird der Heilige Geist eingegriffen haben. Es gibt keine andere Erklärung, dass das tatsächlich so funktioniert hat. Aber ich habe früh dann gemerkt und gelernt, hey, Micha, du hast eine Schnurre, du kannst tatsächlich kommunizieren, das ist eine Gabe von dir. Und ich sage euch, das ist ein wichtiger Satz, wo es darum gegangen ist, eine Berufung zu entdecken. Ich habe dann mir selber gesagt, okay, wenn ich eine Schnurre habe, vielleicht kann Gott das ja für sein Reich brauchen. Und es ist ein wichtiger Satz, eine wichtige, entscheidende Grundlage war, dass ich in meine Berufung hineinwachsen konnte, das zu hören und als Stärke zu empfinden und wahrzunehmen. Und so hat sich da in meinem Leben früher die Frage nach Berufung eigentlich kanalisiert und auf Kommunikation ausgerichtet. Es ist mir klar gewesen, Gott möchte mich brauchen, oder ich möchte mich brauchen lassen von Gott mit dem, was ich kann. Und anscheinend ist das eine Schnurre. Also in dem Fall, Gott, wenn du es brauchen kannst, dann nimm es für dich und dein Reich. Berufung war ein Thema, das in meinem Leben früher wichtig war. Und wo in mehreren Punkten bestätigt worden ist und wo ich gleich mal eine Sehnsucht und ein Verlangen hatte, von Gott gebraucht zu werden in seinem Reich. Ich wollte mich berufen fühlen, wollte eine Berufung entdecken und hören von Gott. Was hast du für mich gedacht? Und darum freue ich mich so unglaublich, dass ich heute Morgen über das Thema mit euch reden darf. Wir sind in unserer Serie drin, «Find raus, sein Plan für dich». Und um das geht es heute Morgen, um Berufung. Und es ist mir ganz wichtig, am Anfang zu sagen, Berufung ist nicht eine Berufung zum Vollzeitdienst. Also manchmal hat man ja so das Gefühl, ja, wenn jemand von Berufung redet, dann ist es er, der Pastor oder sie will Pastorin werden. Das ist nicht, worum es heute Morgen geht. Also diesen Gedanken könnt ihr gerade in Gedankenkübel ablegen. Das ist nicht, um was es geht. Und wenn ich über Berufung rede, dann meine ich, eigentlich ist das die Antwort auf eine der grundlegendsten Fragen, die wir Menschen haben im Leben. Warum bin ich da? Für was gibt es mich? Berufung ist die christliche Antwort auf diese Frage. Das ist, wenn die Bibel eine Antwort gibt auf die Frage, warum bin ich da? Ich, in dieser Zeit, in dem Leben, wo ich auf dem Planet Erde unterwegs bin. Was willst du mit meinem Leben machen, Gott? Was hast du für Pläne und Gedanken über mir gedacht? Und heute am Morgen geht es um das Thema. Ist okay, wenn ich Berufung sage, dann meine ich nicht Vollzeit, sondern dann meine ich, Gott, was willst du mit mir? Was hast du für Gedanken über mein Leben gedacht? Und ich möchte, bevor wir nachher jetzt in die Bibel reingehen, möchte ich jetzt gerade beten. Mit uns allen zusammen. Ich möchte nämlich beten, dass heute der Geist Gottes reden zu uns, dass Jesus präsent sein in diesem Raum und dass eine Sehnsucht kann geweckt werden in uns drinnen. Eine Sehnsucht nach Antworten. Dass wir alle dürfen ergriffen werden mit dieser Frage, Jesus, was willst du mit mir? Was hast du vor? Und die Frage, die stellt sich zu jedem Zeitpunkt im Leben.
Das ist nicht eine Frage, die 13-Jährige beantworten müssen. Das ist eine Frage, die 40-Jährige und 80-Jährige ebenso beantworten müssen. Jesus, was hast du vor mit mir? Wo soll es durchgehen? Das ist eine Reise, die ist nie abgeschlossen. Das ist nie final beantwortet und jetzt ist gut, jetzt muss ich mich dem nicht mehr stellen. Hey, mit der Pension tun sich ganz neue Sachen auf. Gibt es plötzlich ganz neue Möglichkeiten und dann stellt man sich doch die Frage, oder ich wünsche mir, dass wir heute Morgen die Frage stellen, Jesus, was willst du? Was ist meine Berufung jetzt in diesem Lebensabschnitt? Und ich möchte, dass Gott heute Morgen wirkt. Und darum werden wir ihn jetzt gerade einladen und beten. Was meinen ihr, stehen wir auf dazu? Komm, wir stehen doch auf, das gibt so eine Ernsthaftigkeit. Genau. Jesus Christus, wir sind in deinem Namen versammelt. Wir haben vorher gesungen, du bist der König der Könige und das ist wahr. Und das wollen wir jetzt einfach festhalten am Anfang dieser Predigt. Wenn wir in dein Wort hineingehen, geht es um dich. Und wir glauben, dass du die besten Antworten auf die essentiellen Fragen vom Leben hast. Wenn wir die Frage stellen, warum bin ich da, wenn wir zu dir kommen und wenn wir von dir hören, was die Antwort ist. Wir wollen nicht die Welt beantworten, sondern wir wollen dich beantworten. Und so bitte ich dich, dass du heute Morgen redest, dass du umgehst und dass du an Herzenstüren anklopfst und dass du einen Hunger weckst in uns allen, neu nach dir zu suchen und neu die Frage bei dir beantworten. So wollen wir dir die Ehre geben und dich loben an diesem heutigen Morgen. Amen. Amen. Danke, dass ihr mit mir zusammen gebetet habt. Wir steigen ein mit einem biblischen Bild, das ich gerne brauchen heute Morgen, um Berufung zu beschreiben. Das biblische Bild können wir nachlesen in einem der berühmtesten Psalmen, die die Welt je gesehen hat, im Psalm 23, der gute Hirte-Psalm. Dort gibt es einen Vers drinnen, der mich mega angesprochen hat und den ich immer wieder faszinierend finde, wenn es um Berufung geht. Und ich möchte das Bild heute Morgen brauchen, um über das Thema zu reden. Es steht im Psalm 23, im Vers 5, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du ladst mich ein. Ich finde, das ist so ein schönes Bild von Berufung. Berufung ist Gott, der uns einlädt an seinen Tisch, herzusitzen bei ihm und uns beschenken zu lassen von ihm. Das Bild möchte ich brauchen, wenn wir heute Morgen über Berufung reden. Das ist Gott, der dich und mich an seinen Tisch herbittet, der uns einlädt und sagt, hey, schau, was ich für dich vorbereitet habe. Schau mal, was es da alles gibt auf dem Tisch, was ich mir für Gedanken gedacht habe für dich, was ich vorbereitet habe für dich. Schau mal, komm und sitz her. Das ist das Bild, das ich finde, trifft Berufung mega, mega gut. Berufung ist für alle. Wir lesen im Johannes 15, Vers 16, was Jesus sagt zur Berufung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Also Jesus ruft uns in seine Nachfolger und er sagt, hey, ich habe dich erwählt. Ich habe da etwas vorbereitet für dich. Ich habe einen Tisch vorbereitet mit Plänen und Gedanken und Ideen, die ich über dir gedacht habe. Und mein Wunsch ist es, sagt Jesus, dass du kommst und dass du Platz nimmst an dem Tisch, dass du es entdeckst und schmeckst und spürst, was ich nicht für geniale Gedanken über dein Leben gedacht habe und was ich mit dir möchte machen. Vielleicht merkst du jetzt eine Sehnsucht oder Leidenschaft, die anfängt zu wachsen und sagst, wow, ja, ich möchte an diesem Tisch sitzen. Ich möchte gerne zu Jesus kommen und mir von ihm zeigen lassen, was es da nicht alles gibt. Da gibt es Sinn an diesem Tisch. Da gibt es Erfüllung. Wir lesen in Jeremia 29, Vers 11. Das ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Verse, wenn es um Berufung geht und um Pläne Gottes und Gedanken. Und richtig so, weil der Vers zeigt so schön auf, wie Gott denkt über uns und was seine Intention ist. Also wenn du dich fragst, was finde ich denn an dem Tisch, im Jeremia 29, 11 bis 13, macht es Gott klar, was er für Gedanken über dir und mir denkt. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Also es gibt Frieden an dem Tisch für dich, wenn du zu ihm kommst. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Also in Gottes Berufung gibt es eine Zukunft. Da gibt es eine Hoffnung. Und eine Hoffnung, die Bestand hat.
Nicht eine, die vergeht mit der Zeit, mit den Jahren, die sich ändert. Nein, die Hoffnung ist fest. Die ist begründet in Jesus Christus und seiner Gnade, die er für dich und mich bewiesen hat. Dort drinnen ist die Hoffnung verankert. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Das ist eine Absichtserklärung von Gott für dich und mich. Er sagt es zum Volk Israel und sagt, das sind meine Gedanken über das Volk Israel. Und später in der Apostelgeschichte und in den Briefen lesen wir, dass wir adoptiert sind in die Versprechen drinnen. Die gelten genauso dir und mir. Also wenn du dich fragst, was hat eigentlich Gott für Gedanken über mein Leben gedacht? Was finde ich an dem Tisch dann vor, wenn ich mich auf das einlasse? Oder? Ich meine, es ist mit Risiko verbunden. Zu dem kommen wir dann noch. Was hat es an dem Tisch? Was gibt es dort drauf? Das ist die Absichtserklärung von Gott. Das sagt er. Ich habe Frieden für dich gedacht. Ich habe einen Plan von der Zukunft, von der Hoffnung, so nach guten Gedanken, nach guten Plänen. Also was hindert uns denn noch genau daran, an den Tisch zu sitzen, oder? Wieso wollen wir dann nicht alle an den Tisch hocken? Und ist ja schon ein Thema, wo man merkt, wenn ich über Berufung rede und wenn man so mit Leuten im Gespräch ist, höre ich gleich mal noch daraus raus, ja, ich weiss eigentlich nicht so genau, was meine Berufung ist. Ich weiss nicht, ob das etwas ist für mich. Und ich würde jetzt mal so behaupten, dass es einen grösseren Teil von uns gibt, der mit dieser Frage am Ringen ist. Der herausgefordert ist und der nicht kann sagen, mal, dort soll ich gehen und das hat Gott für mich vorbereitet. Also die Frage ist, hey, wenn der Tisch so genial gedeckt ist, wieso hocken wir dann nicht dran her? Wieso essen wir dann nicht von all dem, was er für uns vorbereitet hat? Es gibt ein Problem mit dem Tisch. Die aufmerksamen Zuhörer haben es schon gesehen und die genau gelesen haben, haben es auch gemerkt. Wo genau steht denn der Tisch? Wir lesen es einmal im Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Also der gedeckte Tisch ist nicht in deiner Komfortzone drinnen gedeckt. Der steht nicht dort, wo du ihn gerne vielleicht aufgestellt sehen. Der ist vielleicht nicht so platziert, wie es für dich angenehm ist. Der Tisch, wo Gott für dich gedeckt hat, der steht im Feindesland. Der ist vor den Augen vor deinen Feinden. Und ich glaube, das ist es, der Grund, wieso dass wir häufig mal sagen, danke, nein, danke. Ich bleibe lieber in meiner Stube, als dass ich an deinen Tisch komme, als dass ich mich von dir einladen lasse. Aber ich möchte euch einfach heute Morgen aufzeigen, dass es absolut wert ist. Oder andersrum, wenn wir Nein sagen zum deckten Tisch, dann verpassen wir massiv. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das mich mega intensiv berührt und beschäftigt. Und ich habe so eine Vermutung. Meine Vermutung zu dieser Geschichte ist, die ist spezifisch in der Bibel, weil Gott gewusst hat, dass eines Tages ein paar Helvetier werden auf dieser Erde unterwegs sind. Und weil die Schweizer auf eine gewisse Art und Weise denken, muss ich jetzt schauen, dass diese Geschichte schon in der Bibel drin ist. Weil die, finde ich, die redet so krass deutlich zu uns Schweizer. Wenn wir rätseln, welche Geschichte das ist. Es ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Wir lesen sie jetzt gerade, wir schauen sie gerade an. Wir lesen in Markus 10, Vers 17 von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Das ist die Begegnung, weil wir merken gleich, Berufung ist nicht billig. Berufung ist nicht billig. Es kostet uns alles, um an den Tisch herzusitzen. Aber was wir auf dem Tisch finden, ist es absolut wert. Was wir jetzt dann gerade werden sehen aus dieser Geschichte. Markus 10, Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also ein vollkommen ernsthafter, gewissenhafter junger Mann, der nach der Wahrheit am Suchen ist. Der will es richtig machen, verstehst du? Und er macht es auch mega richtig.
Also es geht nachher weiter, das Gespräch zwischen Jesus und dem Jüngling. Und Jesus sagt, ja, halt dich an die Gebot zählt ein paar auf. Und der Jüngling sagt, aber das mache ich ja. Ich probiere ja schon mein ganzes Leben lang gewissenhaft, ernsthaft, genau so zu leben nach Gesetz. Weißt du, da hat es Kästchen und ich lebe in diesen Kästchen drin. Ich ticke jede Box, so bin ich, oder? Und jeder Schweizer muss sagen, ja, merkt das ein bisschen, ja, wir haben vielleicht auch mal solche Tendenzen, gell? So die Ernsthaftigkeit und die Gewissenhaftigkeit. Und die Sehnsucht nach es richtig zu machen, das resoniert mit uns Schweizer. Vielleicht nicht mit allen, aber mit ein paar immerhin, mit mir nicht. Aber es gibt viele Christen-Schweizer, die ein bisschen so sind, oder? So die Ernsthaftigkeit, die Gewissenhaftigkeit. Und dann kommt es zu dem Punkt in dem Dialog. Nachdem dass sie über Gebote und Gesetze diskutieren und reden, lesen wir Folgendes. In Markus 10, Vers 21. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spezieller Vers. Jesus sah ihn voller Liebe an. Also Jesus sieht etwas in diesem jungen Mensch. Er sieht, wow, da ist etwas, der hat eine Passion, der hat eine Sehnsucht, der will wirklich mehr. Und Jesus schaut ihn jetzt voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Was wir da haben, ist der 13. Jünger. Der junge Mann wird eingeladen von Jesus persönlich, ihm nachzufolgen. Es ist eine Einladung an diesen jungen Mann, in den engen Kreis von Jesus reinzukommen. Er hätte einer von diesen 12 Jüngern werden. Da gibt es eine Einladung von Jesus. Jesus sagt zu ihm, komm und folg mir nach. Das ist krass. Seht ihr die Einladung, die Jesus da ausspricht, wie tief das geht? Traurigerweise lesen wir im nächsten Vers die Reaktion vom jungen Mann. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Und das ist so eine Tragödie. So eine Tragödie ist die Geschichte. Hey, stell dir mal vor, was hat dieser Mensch erlebt mit Jesus? Wie wäre sein Leben geworden? Wie hätte das ausgesehen, wenn er dort und dann gesagt hat, okay Jesus, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich komme an deinen Tisch. Es kostet mich alles. Es bringt mich sehr, sehr weit aus meiner Komfortzone daraus raus. Ich gebe etwas auf, das ich jahrelang aufgebaut habe. Ich gebe Sicherheit auf. Ich gebe die dritte Säule auf. Ich gebe Versicherungen auf. Und wer weiß, meine Haftpflicht habe ich dann vielleicht auch nicht mehr. Aber ich lasse mich auf das Abenteuer ein mit dir, Jesus. Und ich gebe auf, was ich kann. Und ich folge dir nach. Was hat dieser Mensch an dem Tisch nicht alles gesehen und erlebt? Er hat gesehen, wie Tote auferstehen. Er hat gesehen, wie Kranke geheilt werden. Er hat gesehen, wie Gott im Himmel zu Jesus redet. Er hat gesehen, wie Jesus am Kreuz stirbt für die Sünden dieser Welt. Er hat gesehen, wie Jesus von den Toten aufersteht. Und er hat gesehen, wie der Heilige Geist kommt und Kirche gebiert. Und wie etwas in Bewegung gekommen ist, wo Tausende von Jahren später noch am Laufen ist. Wir kennen die Namen von diesen 12, die Ja gesagt haben. 2000 Jahre später noch. Seinen Namen kennen wir nicht. Stell dir vor, was hätte der gesehen, wenn er in dem Moment gesagt hat, ich bin dabei. Ich komme an deinen Tisch. Ich gebe auf, was mein Herz festhält und ich folge dir nach, Jesus. Ist das nicht krass? Die Begebenheit. Und ich glaube, das ist einer von diesen Gründen, wieso dass wir Schweizer es schwierig haben, um in unserer Berufung zu leben. Wir haben Sicherheit mega gern. Wir haben gern unsere Komfortzone. Wir haben nicht gern Ungewissheit. Wir haben nicht gern Feindesland. Aber ich glaube, es ist absolut wichtig für uns zu verstehen, Berufung ist es wert. Was auf dem Tisch ist besser, als was wir wollen und haben. Sind wir einverstanden? Was auf dem Tisch von Jesus ist besser als alles, was wir jetzt haben.
Jesus sagt das auch. Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn er auch mitten unter Verfolgungen gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. All dies wird ihm gehören. Wenn auch mitten unter Verfolgung. Also Jesus ist nicht irgendwie heimlich feiss oder so. Er macht schon klar und deutlich, wo der Tisch steht. Er steht im Feindesland. Das kostet dich. Du musst aufgeben. Aber er verspricht auch und er garantiert, dass der deckte Tisch für dich jedes Opfer absolut wert ist. Dass wenn wir uns entscheiden, in unserer Berufung drinnen zu leben, dann wird es schlussendlich für uns besser werden. Ich hatte so einen Moment mal in meinem eigenen persönlichen Leben. Und zwar war es im Jahr, ich glaube es war 2015, so um Weihnachten herum. Wir sind dann gerade von Australien wieder zurückgekommen in die Schweiz. Wir haben bei meinen Schwiegereltern gelebt und wir haben gewartet auf, was kommt als nächstes. Wir sind auf der Suche und mit der Frage beschäftigt, Jesus, was willst du als nächstes mit uns machen? Ich weiss noch, es war am Freitag in der Nacht, etwa um 3 Uhr am Morgen, bin ich aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen und habe dann die Zeit halt genutzt zum Betten. Das klingt jetzt mega fromm, das passiert mir nicht jeden Tag, aber dort ist es passiert. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit dieser Frage zu ringen, Jesus, was willst du von mir? Wo soll es durchgehen? Und Jesus hat mir dort eine Antwort gegeben. Und er hat gesagt, geht zurück in den Kreuzpunkt, geht zurück in die FG, ich möchte, dass ihr dort Dienst steht. Und meine Antwort ist, ich anfangen zu brüllen. Nicht, weil ihr so mega schlimm sind, oder... Seid ihr jetzt, gell? Ich habe dort angefangen zu brüllen, weil mir hat graut vor der Verantwortung. Mir ist das Gewicht ist mir mega präsent gewesen. Und ich habe dort gesagt, Jesus, ich will nicht. Ich will nicht. Wenn es nach mir geht, dann entscheide ich anders. Aber wenn du sagst, dass das mein Tisch ist, dass du den entdeckt hast für mich, dann sitze ich dort her. Auch wenn er nicht in meiner Komfortzone steht, auch wenn ich muss überwinden muss. Und ich habe dort für mich einen Satz formuliert, den ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Ein Satz, der mir immer wieder präsent wird, immer wieder vor Augen ist. Und zwar ist es folgender Satz. Ich glaube, und ich bin absolut überzeugt, dass das stimmt, für mich gibt es keinen besseren Ort zum Sein als in Gottes Berufung. Ich werde nirgends anders Erfüllung und Zufriedenheit und Hoffnung erleben, so tief, wie ich das kann, als wenn ich mit Gott unterwegs bin. Einverstanden? Ich kann das dort so festhalten. Auch wenn es mich jetzt kostet, halte ich fest und glaube ich und vertraue ich darauf, dass es mir niemals besser wird gehen, als dort, wo Gott mich herruft. Und dort, wo er mich will haben. Ich finde keine Zufriedenheit und Erfüllung irgendwo anders als am Tisch von Jesus, wo er mich einlädt. Auch wenn der Tisch ungemütlich ist und an Orten steht, wo ich ihn jetzt nicht herstellen würde. Auch wenn ich gerne an einem anderen Ort den Tisch deckt hätte, ist es irgendwie gleich im Feindesland. Und ich habe mir das so festgehalten. Im Römer 8,28 bringt es Paulus auf den Punkt. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also hey, wer Gott liebt, wer mit Gott unterwegs ist, wer nach dem Willen Gottes fragt, wer nach der Berufung und Plan von Gott fragt, dem dient es zum Guten. Es ist nicht immer einfach, es kostet uns. Es ist die Geschichte vom reichen Jüngling, der aufgeben dazugehört, wo eigene Willen ablegen dazugehört, wo ein Preis zu zahlen ist. Berufung ist nicht billig, aber es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo wir mehr Erfüllung und mehr Zufriedenheit erleben können, als am Tisch, wo Gott uns einlädt. Und bei Gott gibt es kein zu alt, kein zu jung, kein zu spät, kein zu unbildet. Es gibt kein zu reich und es gibt kein zu arm. Gott deckt einen Tisch für jeden Einzelnen von uns. Und meine Frage an dich heute Morgen ist eigentlich simpel. Möchtest du nicht hersitzen? Willst du die Einladung
annehmen und sagen, ich glaube, Gott hat für mich einen Tisch gedeckt. Und auch wenn es mich kostet, es gibt keinen Ort, wo ich mehr Erfüllung erleben kann, als an seinem Tisch. So möchte ich zum Schluss von dieser Predigt jetzt beten für dich. Ich hoffe, es hat etwas gemacht mit dir. Ich hoffe, es hat dich herausgefordert, es hat dich inspiriert, es hat dich neu konfrontiert mit der Frage, hey, warum bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Lebe ich nach meinen eigenen Gedanken, nach meinem eigenen Willen? Oder bin ich bereit, zu sagen, okay, heute hocke ich an deinen Tisch, Jesus, und ich esse von dem, was du für mich vorbereitet hast. Ich möchte die Frage dir so weitergeben. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie kann ich denn das genau herausfinden? Wäre eine gute Folgefrage, oder? Wie kann ich das genau herausfinden? Wie kann ich wissen, was denn Gott für mich hat? Was ist denn? Was soll ich denn machen? Was heisst das konkret? Nächste Woche machen wir weiter in dieser Predigtserie und der Hermann wird konkret auf genau diese Fragen hineingehen. Wie kannst du ganz simpel und einfach anfangen herauszufinden, was dein Plan ist, was Gott für dich hat? Und jetzt möchte ich beten für euch. Herr Jesus Christus, wir sind dir dankbar, dass du einen Tisch für uns gedeckt hast. Dass du wirklich gute Gedanken über unserem Leben denkst. Dass du ein Gott bist, der sagen will für uns und nicht Fluch. Und wir sind jetzt da, wir sind herausgefordert. Wir sind auch ein bisschen überfordert. Und wir finden es schwierig zum Loslassen und Aufgeben. Aber wir möchten dir heute Morgen einfach das Vertrauen aussprechen. Wir wollen dir sagen, wir vertrauen darauf, dass du es besser weißt als wir. Und so möchten wir dir jetzt einfach heute Morgen sagen, Jesus, wir lassen uns darauf ein, herauszufinden, was du von uns willst. Und wir wollen Ja sagen zu den Gedanken, die du denkst über unserem Leben. Und alle, die einverstanden sind mit mir, dürfen gerne zusammen sagen mit mir, Amen. Amen, Amen und Amen. Wir steigen jetzt ein, wieder in eine Zeit der Anbetung, wo wir jetzt einfach vor den Thron kommen können. Ich möchte dich jetzt auch einladen, hey, besprich doch jetzt das gerade noch mit Gott in dieser Zeit. Du und er können zusammen reden jetzt. Und wenn das wirklich deine Entscheidung ist heute Morgen, dann sag ihm das auch. Und sag ihm, Jesus, ich hocke an deinen Tisch. Ich komme neu zu dir. Halt's fest, mach's konkret. Möchte ich auch noch darauf aufmerksam machen, wir haben auch ein prophetisches Gebet heute Morgen, wo du einfach mit anderen Menschen auch hören kannst. Vielleicht ist das genau das, was dir jetzt auch hilft, nochmal mit jemand anderem zu fragen, Gott, was willst du von mir? Das Angebot ist da, ihr dürft das gerne in Anspruch nehmen, ihr dürft gerne auch ins Gebet gehen während dem Lobpreis. Ihr müsst nicht fix da bleiben am Platz, wo ihr seid, genau. Yes. Hey, lass uns jetzt einfach wirklich anbeten. Lass uns Gott suchen und ihm die Ehre geben. Ich darf euch einladen zum Worshipen.